Texter sie besser, Männer nicht gut, so der liberale Staatsminister, letzte Samstag BRTL am Background, über die 2 Covid-19-Gesetzesprojekte, über die wir heute befanden. Wo der Herr Staatsminister recht hat, hat er recht. Wenn ein so ein Projekt de loi von dem Staatsminister selber analysiert, die in seiner Regierung zu responsabilisieren hat, da muss ihn sie als Oppositionspolitiker Fragen stellen. Und ich meine, da brauche ich schon keine Band zu suchen, wie die Liberalen abstimmen zu diesen 2 Projekts, wenn sie an der Opposition wären. Bei diesen Covid-Gesetzen geht es um Privat- und allgemeine Regeln. Ich will hier ein paar Ergänzungen aufzählen, die der Roy noch nicht dargeschnitten hat, noch mit ein paar Überlegungen heranbringen. Wir haben hier ein Rutschbedenken, hauptsächlich auf 2 Punkten. Erstens einmal Abschnitt an die persönlichen Freiheiten. Auf viele Textpassagen sind unklar, was der will und was der will nicht. Generell haben wir als RDR fest, wenn ein Angriff geholt wird an die persönliche Freiheit, respektive Grundrechte, die an der Verfassung verankert sind, dann muss das auch an der Chambre mit einer 2/3 Majorität gestimmt gehen. Für die RDR könnte eine Zwangshospitalisation nicht aufruhen. Grundfreiheiten sind in Gefahr und wir werden uns dagegen wehren. Diese Maßnahme basiert auf einem Gesetz aus dem Jahr 1980 und passt nicht an die heutige Situation heran und war auch vorgesehen an anderem Kontext. Auch viele Experten, zum Beispiel der Jurist von der Kommission Consultative des Droits de l'Homme, sehen Dateien mit folgendem Zitat: Diese Maßnahme kommt einem Freiheitsentzug gleich und bedeutet einen tiefen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Die Präsidentin von der Nationalen Ethikkommission hat deklariert, was Zwangshospitalisation anbelangt, da wird die Ethikkommission dagegen, es gibt Vertrauen an das Gesundheitswesen zerstören. Die Chambre des Fonctionnaires et Emplois Publics war auch für einen Angriff an die Grundrechte verschiedener Einzelnen und Schutzautoritäten hat auch Probleme mit dem Gesetz. Ich erlaube mir hier, aber nicht wie von Chambre des Salariés anzugehen, die Folgendes schreiben, weil ich aus dem Bereich auch komme. La Chambre des Salariés, dans l'avis date du 11 juin 2020, refuse de donner son accord au projet de loi qui, selon elle, pérennise les mesures gouvernementales initiales destinées à limiter la propagation du virus et entrave de manière substantielle les libertés individuelles. Elle estime que les mesures de mise en quarantaine, de placement en isolation et surtout l'hospitalisation forcée sont disproportionnées et les conditions et circonstances dans lesquelles ces mesures peuvent être prises ne sont pas définies assez clairement. En tout état de cause, la Chambre des salariés se demande comment une hospitalisation forcée sera exécutée et si les hôpitaux seraient prêts ou équipés pour accueillir les patiënten contre leur gré. En dat ziet je genoeg uit. Wanneer je dan nog verder die ganzen projet de loi lezen, dan moet je vaststellen dat neben der Salariatskammer praktisch die meest einzelnen Avien diese rote Faden sich da durchziehen von diesem Covid-Gesetz. Viele Unklarheiten sind am Projet de loi und es wird auch von vielen Fachleuten dabei aus den jeweiligen Branchen kritisiert. Ich denke da an einem Artikel 4 und 5, die am Mengenauen viele Interpretationen zulassen. Dabei als Recht von einem zweiten Test und einem positiven Test nicht am Gesetz vorgesehen, weil man weiß ja all, dass Einzeltester falsch sind oder falsch kann mitgedeelt gehen, an einem Rechtsstaat muss das ja möglich sein. Es ist ein komplizierter Text,
die méi frohen opwerft wie der leest. Ball allpasses brauing Erklärung, dat das ungesund erbringt viel Diskussionsstoff mat sich fir Lektorbausen. De COVID-Projekt beinhaltet 60 Seiten Kommentar des Artikeln, an op der anderen Seite haben wir nicht am Gesetz 10 Seiten stehen. Dat weist ja genau, wie liest dat all die 70 Seiten, und dabei kann jeder interpretieren nach seiner Lesart. Dat het kompliziert ist, als die einfach gesagt noch einmal wie vom Staatsrat, die praktisch nimmen Rekommendationen vorschlägt, aber wenig konkret Gesetzesänderungen mischt, so wie das bei anderen Avien zu den anderen Gesetzesprojekten der Fall ist. Das ist ein Text, also rundklar, er lässt viel Rechtsverdreherheit zu. Wenn wir so Gesetze machen wie diesen und noch viel anderer, dann muss man in Zukunft uns vorstellen, ob man nicht muss bei all den Neidgeborenen Kant, was geboren wird, in einen Coach zur Seite stellen, für das Leben zu kommen. Wir hatten eine Motion präpariert, für ein Pandemiegesetz zu machen, mit Herrn Marti Bartolomeo hat auch eingehört, und wir haben es deraliert, sodass wir als Motion zurückgezogen haben, brauchen die dann nicht hier zu tun. Wir mussten uns auch Gedanken machen, wie wir umgehen, was wir alle nicht hoffen, wann ein Zweitwelle kommen. Ich meine, da stellen sich die ganze Sache noch viel andere Probleme. Und da muss ich gucken, los, was für Möglichkeiten das wir haben. Ich gebe dann zum Schluss, ich alle Merci so für das Nachlauschen. Darum braucht der Rohre Merci an all die, die in dem Gesetzesprojekt mitgeschafft haben. Auch ein großes Merci, weil es war ein großes Labyrinth, für heute durchzukommen. Und wie mein Kollege Corey Reding annonciert hat, wird die Gesetz aus all diesen Überlegungen nicht stimmen, so nicht merci.